Das Abenteuer geht weiter, hier bei Assassin's Creed 3. Auf den Spuren der Zeit von Connor, dem Assassinen, geht's hier weiter. Nach einem Neustart, für mich sogar eine einwöchige Pause, für vermutlich etwa 3 Tage, geht es hier weiter. Und ich dachte mir, ja, glauben wir müssen da lang, oder? Das war doch irgendwie was mit dem Revier, beziehungsweise, dass doch dieser John Williams oder Williams Johnson irgendwie so, dass der zurückgekommen ist und wir den jetzt endgültig erledigen müssen. Hab's irgendwie so noch im Gedächtnis. Na, mal gucken, wie kommen wir jetzt da hoch? Am schnellsten. Viele Wege führen nach Rom. Ich will natürlich den einfachsten haben. Und den haben wir auch. So, Kumpel. Hier bin ich. Wie sieht's aus? Alter. Also irgendwie, der müsste eigentlich gleich alt sein wie wir, aber das sieht aus, als wäre der bereits 40, 50 mit der Stirnglatze. Echt übel. Nein, was soll's. Los geht's. Sequenz 6. Verhandlungen mit dem Feind. Inagan niya daradit kanuso de ne Johnson si unja daro rocksta. Wahigan si wat ne ganun haradun hagedum. Da går der hardat kwa kanto. Den Versammlungssaal auf der Spitze der Klippe erreichen. Optionale Missionsziele. Johnson unbemerkt erreichen. Unbemerkt, es dürfte schwierig werden. Okay, darüber. Mal die Lage checken. Ach du Scheiße. Oh, wird lustig. Das kann was werden. Juhu. Und hopp, so. So weit, so gut. Jetzt kann ich runter da drüber und dann da hoch, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Hopp. Ja. Wow. Gut gemacht, kann er. Wow, oder Rettung Halkato, wie er doch auf schön Japanisch heißt. Kann den Namen gar nicht aussprechen. Ist ein richtiger, ja, Zungenbrecher für mich. Und ja, so ein besser. Ist so ein besser vor allem. Wir sind da hinten wieder. Habe ich überhaupt noch Pfeile dabei? Wir werden sowieso ein bisschen schneller gehen zum Nachladen vor allem. Ja, habe ich noch. Pfeil und Bogen. Ist vor allem noch ein bisschen lautloser. Ach du Scheiße. Komme ich vielleicht auch ein bisschen eleganter rüber? Oh ja, darüber. Boah, das muss sowieso... Boah, Alter. Na, versuch's mal. Petri. Petri heil! Oh oh. Okay, ich hab's gerade gesehen. Gegner beginnen bei Kontaktaufnahme oder bei Kontaktsicht. Wir können es gerade 1. Gegner können sie entdecken, ja, und sonst schießen sie auf uns, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen so schnell wie möglich da oben. So schnell es geht da hoch, aber nicht entdeckt werden. Weil sonst, denke ich, könnte unser primäres Ziel, da Johnson unbemerkt zu erreichen, flöten gehen. Der Punkt oben, was soll denn das sein? Auf dem Baum da? Wohl kaum. Toll, ich sehe nichts. Connor, ist hier hinten etwas? Komme ich hier lautlos hinüber? Nein, sieht nicht so aus. Sieht leider nicht so aus, alles klar. Naja, ein bisschen auffällig sind wir zwar schon, aber es dürfte schon glatt gehen. Da hoch, könnte sogar... Muss es sogar darüber? Es könnte funktionieren. Nö, können es eben nicht. Ich komme da gar nicht hoch. Schande. Beim Ufer entlang geht es ja auch nicht. Da erwischen mich die Typen sofort. Vielleicht hier so stückweise? Ne, da geht auch nichts. Oh, die Musik, hey. Du. Als würde es hier um das Ende der Welt gehen. Da geht's vielleicht ja auch. Sorry, Kumpel, du warst im Weg.
Die zwei da drüben, die sind jetzt nicht so das Problem. Kannst du dich bitte irgendwie verstecken, Connor? Du bist ein bisschen auffällig, Kumpel. Komm schon, verstecken. Nichts passiert. Ja, jetzt noch, kann es gleich noch ändern, oder? Mal gucken, hat was dabei. Was Wertvolles. 14 Pfund, na toll. 14 Dollar waren es ja. Komme ich hier denn hoch? Nein, auch nicht. Das ist schon der nächste Spacko. Connor, komm schon, den triffst du von hier aus. Ach du Scheiße. Ja. Hier geht's ja auch nicht hoch. Wer quatscht da? Connor, raus da! Könnte funktionieren. Es ist wieder ruhig. Verdächtig ruhig. Und ich komme nicht hoch. Ah, doch hier. Oh. Vorsicht, Connor, Vorsicht. Da oben ist vielleicht jemand. Die Musik, ey. Do. Und eine schöne Aussicht. Gibt sicher ein cooles Thumbnail. Ah, egal. Komm, hoch da. Hopp. Ah, ihr Raben, ey. Connor, kommst du nicht hoch? Na gut, dann versuch's dann nochmal hier. Ja, schon besser. Sehr gut. Noch mehr Raben. Wir sind schon ein ganz Stückchen weiter, Leute, aber noch nicht am Ziel. Oh, sind bereits der nächste Gegner. Versteck dich hier mal, Connor. Komm hierher zurück, du Lump! Komm sofort zurück! Das wirst du nicht! Ach, lassen wir es. Zurück mit uns. Hier bin ich, du Trottel. Dann kommst du mal? Ja, das war ja super, Freunde. Mann, ey, nur weil der Trottel nicht kommen wollte. Ich habe alles richtig gemacht. Och, Menno, das war so schön gemacht, so schön angeschlichen und dann wieder mal nichts gewesen in den Spesen. Ah, ich kann mir nachspeisen. Ach, was soll's. Sonst nichts mehr, das spielt sowieso keine Rolle mehr. Wir sind aufgeflogen, dass nur mal der Typ nicht kommen wollte, obwohl ich gepfiffen habe. Mann, habt ihr alles richtig gemacht. Ja, offensichtlich doch nicht. Ich
Kann der mich jetzt bitte schön sehen? Komm hierher zurück, du Lump! Haha, hättest du wohl gerne. Komm sofort zurück! Ika! Was machst du mich? Ich hab's nicht ganz verstanden, Kumpel. Ah, ich konnte schon den ersten Spacko. Ich hab doch Familie und Kinder. Echt jetzt? Dann tut's mir leid. Aber ich habe eine Mission. Und auf dieser wird mich niemand aufhalten. Vor allem jetzt, wo sowieso schon enttarnt wurde. Kommt von beiden Seiten! Niemand wird uns aufhalten. Auch dieser Hase nicht. Der es gar nicht versucht. Mann, heute bin ich irgendwie voll düster drauf, wa? Ich weiß gar nicht wieso. Ist ein schöner Tag, ist Sonntagabend, 20 Uhr, ich nehme noch auf. Toll für die ganze Woche, schön. Ah, das gefällt mir schon besser. Oh, das Pferd hat er gerade... Egal. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Nur über unsere Leiche. Limits für indianische Opfer, 0 von 1. Ja, ich hoffe, es wird das gar keine geben. Also, ich muss schnell sein, war wie es aussieht. Gut, Dann schnell, Connor. Erledigt. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ah, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayamas ne yahte hagum sare am dahyayu ne skana se zagum haje. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Zeitlupenmäßig. Bam, boom, bam, bim, bam. Oh, ja. Hopp. Tschüssikowski. Und ciao und sayonara. Hab mich gefreut. Oh. Nee, nicht so schnell, Kumpel. Nicht so schnell. Mann, nee, ich kann nicht alle gleichzeitig nehmen. Ja. Ja, kommt schon, kommt her, kommt her. Wer will noch mal? Wer noch nicht?
Oh, wow, das war knapp. Ich muss weg. Schon fast tot, hey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Ich darf hier nicht sterben. Nicht hier. Nicht jetzt. Nicht, wo wir so nahe dran sind. Kommt her. Daneben. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ah, du willst auch noch von hinten, wa? Von hinten angreifen, ja? Das könnt ihr am besten. Das könnt ihr saupack am besten. Nie wieder. Hasta la vista. Ich könnte noch ein bisschen plündern, aber habe ich gar keinen Bock zu. Toll, wo sind jetzt die Indianer hin? Ah, da vorne sind sie. Gut. 12 hat er als Anführer oder was? Ach nee, ist gar nicht hier. Egal, es ist als jetzt hier drin noch eine Truhe, oder? Kann das sein? Kann man schon aufmachen? Nee, doch nicht. War klettern. An Türe klettern. Oh. Okay, hab nichts gesagt. Alter, das kann alles kann. Das ist der hellste Wahnsinn, ey, der reinste Wahnsinn. Okay, eine Leiter gibt es auch. Ist schön, aber bringt mir nichts. Ja, da ist sie ja vor der eigenen Augen. Menschenskind. So, öffnen. So einfach. Ohne großes Schloss knacken zu müssen. Na, egal. Auch so geht das. So geht's nicht weiter. Wie stehlen Connor sind deine Landsleute, Menschenskind. Ja. Spiel, was sagst du dazu? Einen Schwalbensprung ausführen, um zu fliehen, aus dem Gebiet entkommen. Ups. Ja, okay. Machen wir dann Schwalbensprung, was auch immer das sein soll. Das war's, glaube ich, eher weniger. Autsch. Der Pfeil zeigt so nach unten, aber denke ja, das ist die Richtung halt, wo es nach Norden gehen würde. Verhandlungen mit dem Feind. Wo hätte ich jetzt hier bitte schon einen Falkensprung machen, so einen Schwalbensprung machen können? Na egal, was? UP kommt. Okay, Handlung abgeschlossen. Neue Mehrspielerbelohnung freigeschaltet. Der Erinnerung synchronisiert. Sequenz 6 beendet. Reboot des Systems. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen. Und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Und die Gewalt nimmt kein Ende. Sequenz 7, Davenport-Siedlung, 1775. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß.
Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Was ist es? Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Tja, Freunde, sieht so aus, als hätten wir ein neues Ziel vor Augen, doch dieses Ziel werden wir erst in der nächsten Folge angehen. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed 3. Auf der Spur der Wahrheit, wie es aussieht. Wobei natürlich die Frage ist, was ist die Wahrheit und wie definiert man sie? Das ist immer so ein heikles Thema, vor allem auch hier in diesem Spiel. Also gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.